Ege Besuch hei am Europaparlament an den Besuch van de Leiit, die hei sinn, die weise schon, wat eng Politik bedriwe gëtt. D' Europaparlament schafft nämlich net eleng. D' Europaparlament schafft ze summen mat ze nationale Parlamente. An dofir ass den Laurent Moser an den Claude Wieseler, sie sinn hei fir d'Chamber ze vertreten, an enger Sitzung die Konferenz interparlamentär heecht. Goufet déi schon oft oder ass déi nei? Dat ass am Fong Appes Neues wär 2013 geschäft gin ass. An dat ganz kënnt am Fong hier op Basis vun der grosser Finanzer Schuldekris, déi wir hätten, wo an sech e Mechanismus an Platz gesät ass fir dadurch Budget vun den einzelne Länder wenig kontrolliert gin net dem europäesche Budget mit Budget vun den einzelnen Länder. An dofir kommen dann noch ze summen haie zu Brüssel net nëmmen Europaparlamentarier, och Delegationen aus alle gute nationale Parlamenter, den Conseil an die Kommission fir zu gucken, ob die Equilibren an den nationale Budgeten dann noch geheilig sind, weil das extrem wichtig ist. Wär dat dann lo Wichtigkeit ze sinn, kon Dir do Appppes erfuen, ass d'Lëtzebuer Politik richtig erklärt ginn, kon der och mat de Kollegen aus denen anderen Memberstaaten en Austausch machen. Dat hecht huet déi Rees op Brüssel Appppes genutzt. Also all Rees op Brüssel nutzt immer Appes ganz besonders an der aktueller Situation, wo man jo ewer als Lützebäuer ein bisschen ënner Druck stehen. Und muss wissen, dass man ganz besonders gestern noch nach Hautfährten über die Wolle von der Evasion fiskal diskutieren, wo dann natürlich immer auch LuxLeaks am Mittelpunkt steht. Und da ist es schon wichtig, dass Lützeburg immer seinen Standpunkt erklärt. Und ich muss auch sagen, dass die Sitzung gestern relativ gut verlaufen war, nicht allzu viele Kritiken per rapport zu der Position von Lützeburg kommen sind. Und ich habe eigentlich das gute Gefühl, dass die Diskussion sich verbreitern und dass nicht nur über verschiedene Fiskalsysteme von Lützeburg diskutiert wird, sondern auch über den anderen hier, sodass das eigentlich in eine Richtung geht, die mehr favorabel für unser Land wird. Geteget Meng déi jo wann en dat vu Lützeburg aus guckt, lo ginn als Deputéierten op Brüssel an erkréen se der Moll Land läffelen, wéngst LuxLeaks se ginn agresséiert ze kreen, schwiereg vorgestalt. Dat Techt Dir zwee hat d'Impressioun, dat dat net so ass. Nee, mir hunn d'Impressioun gehät, dat effektiv déi Diskussion am Gang ass sich ze verbreederen. An dat ass jo am Fong richtig so. Die ganzen Praxis von den Rulingen ass jo net nëmmen Appppes wat an tut Legalitéit zu Lützeburg gemerk gin ass méi dat ass Appppes wat 26 vun 20 Länder geschitt. Dat die Diskussion lo sich op einer Länder erweitert, fan man am Anfang eng Normalitéit, erweist och, dat Lützeburg an einem ganze Kader gehandelt huet. Dat den an dem ganze Kader méi Transparenz vielleicht soll kreen. Dat ass jo eng Politik, déi mir ënnerstëtzen, déi wir wëllen, a Kondition, dat et natürlich fir Jipfreen Zellwicht Regeln zielen, an dat Zellwicht appliéiert gëtt fir Jipfreen. Das es wird man auch ënnerstëtzen, sowohl menglich an den nationale Parlamenter wéi auch am Europaparlament selbst. Du hat CSV dawer lo kitzlech eng Pressekonferenz gemer, fir ze soen wéi Mehrheit als Partei gesinn, dat den an denen Steuerfroen kann e Schrack Firo goen fir bisselchen Ordnung an Europa do dran ze kree. Wat tut Dir dann do proposéiert? Ja, mir si ganz froh, den Claude an selber, weil justement gestern eigentlich auch von der Kommission an die Richtung plädeiert gin ass, wo mir auch gesot hun, dat ass de we wo muss goen. Hei stellt sich jo froh, wie geht man der Betriebsbesteuerung an Zukunftsführung an. Das ist so, dat mir am Moment do eng Betriebsbesteuerung zu Lützeburg wo rund 30% tun, wo man ewer an den internationale Klassementer lo just nach Richtung Mittelfeld bewegen. Op der anderen Seite ist es so, dass man eng Assiette fiskal hunn, die relativ knapp bemosert ist, wo ganz viel kann aufgesät gehen, sodass den effektiven Steuersatz eigentlich nicht op 30% läit, mir echt op 16-70% der Moyenne. Und ich meine, dass Politik von der Steuerharmonisierung, in Richtung von Harmonisierung von der Basis fiskal geht, da gibt es an Zukunft immer mehr Möglichkeiten für aufzuschreiben, sodass die einzige Schraube, die noch bleibt, das ist die Schraube vom Steuersatz. Und dafür muss man unserer Meinung nach in eine Richtung gehen, dass man
die sogenannten Todaffichage von 30% substanziell no innesetzen, man enger gleichzeitiger Verbrederung von der Assiette, an der das CSV-Fraktion auch für eine paar Wochen an der Chambre proposiert hat, wir haben mit ganz großer Fried festgestellt, dass auch die Kommission an die dort Richtung will gehen. Das heißt, an andere wieder, wir laufen zu Lützeburg nicht einfach nimmen Hand run, wenn etwas passiert, wir versuchen von Eis aus Maßnahmen auf den Tisch zu legen, die Situation können lesen. Und wir versuchen auch, und dafür sind jetzt 2 Jahre heim mit deren anderen Kollegen aus der Chambre, wir versuchen auch Lützeburg an Dialog mit den anderen Deputierten aus anderen Ländern für Lützeburg nicht nur positiv dahinterzustellen, sondern einfach, was Vorrecht anbelangt, dahinterzustellen, für all die übermäßigen Kritiken ein bisschen aufzubauen. Das ist richtig. Also die Lützeburgische Finanzpolitik war am Anfang während 20 Jahren 4 Reiter an CSV Orlo an der Opposition, die stellten eine Reihe Alternativen für auch 4 Reiter zu bleiben. Und das ist auch wichtig, dass auch Nationalparlamentarier hier sind, ganz einfach für die Position von Lützeburg zu erklären. Die gibt schon, heinst du an der Presse falsch durchgestellt oder heinst du verzerrt. Und dafür ist es wichtig, dass das ganz auf Fakten zurückbringt, dass das kaum erklärt, aber verständlich nicht, was wir am Gang sind zu machen. Eine transparente Politik sind wir am Gang zu machen, die aber trotzdem freundlich ist, für, attraktiv ist, für sich Investitionen auf Lützeburg zu bringen. Und das muss auch in Zukunft so sein. Aber das so an den Kreiser von den Europadeputierten heieren als die Aktion, die besonders von der CSV ja gemerkt hat, für mit den Leuten zu schwätzen, dabausen zu erklären, die können die Menschen gut an. Also scheieren immer ganz Positives, das interessant gewesen, wenn man dir zu schwätzen und dass sie mal gewürge sie was wirklich haben run als an nicht nehmen die Großbalken, die in an der Presse gegen Lützeburg gesagt, mehr den Hintergrund von einer Politik. Das soll ja so sein. Übrigens soll es ja auch so sein, dass Europa mit den nationalen Ländern und mit den nationalen Parlamenten zusammen schafft. Es sind nicht nur die Lützeburger Parlamentarier, die auf Brüssel kommen oder auf Straßburg. Es sind noch die Europaparlamentarier, die permanent invitiert gehen, an die Chambre zu kommen. Da haben wir Mendes Morris die Sitzung von der Außenpolitischen Kommission, die auch Europapolitik macht. Und da sind die 6 Deputierten, die wir zu Straßburg haben, die sind auch da dann zu Lützeburg. Weil Europapolitik als Nationalpolitik, Nationalpolitik als Europapolitik. Und da hatten wir 2 Jahre letzte Woche eine gemeinsame Aktion, kann ich vielleicht so sagen, weil wir ja gemerkt haben, dass die Politik, die ich gemacht habe am Roaming, wo ja die Roamingskosten um 80% raufgesetzt gehen, dass die Politik am Gangen ist, blockiert zu gehen. Und dass der Rest von der Roamingkosten, ja, da soll einfach weiter bestehen, weil die Operateuren und hier Lobbyisten sich durchgesetzt haben. Das natürlich auf Basis von einem europäischen Gesetz. Mit europäische Gesetze gehen dann auch zu Lützeburg appliziert und dafür hat dann die Chambre die Problematik überholt. Also ich muss sagen, der Roaming ist justement von den Sujeten, wo eng groß Akzeptanz dobausen immer beim Bierger fandet, wenn den Bierger nämlich erklärt huet, dat durch Europa, durch auch den Merit vun der Demos zuständiger Kommissarin die Roamingspreise immens aufgesät gesinn, wann en dat mat Joke Leiit diskutiert huet, da kommt in denen dummer erklären, wie wichtig Europa ist. Lo fannen mir, dat Europa e große Rückschritt heimmecht. An engem Sujet, den ever bekannt als Gimmertsreck. Ich fand dat eigentlich auch kein gutes Signal, wenn man nobause gehen. Und dafür ist es wichtig, dass das Europaparlament zusammen mit der Chambre das gesagt hat, so geht es nicht. Wir müssen uns halbieren, wir müssen den Medien erklären, was die Position ist. Und ich bin noch mal gespannt, ob die parlamentarische UFRO, die ich gestaltet habe, viel mal zu hören, was dann definitiv Position für die Lützeburgische Regierung an dem Themengebiet ist, wo die Lützeburgische Regierung will hier steuern.
Dat gi nach interessant Momente. Op schi Fall ha am Europaparlament as Haltung ganz klar. Das Europaparlament huet immer am Sinn vum Bierger geschafft, huet immer versicht, die Interesse vum Verbraucher an den Vordergrund zu setzen. Do kann e nëmme gesinn de Verbraucherschutz zu Lützeburg huet sich hier och zu Wort gemeldet, fir zu soen, dat do wär en Großschwingerei wie gif gehandelt gin. Also mir werden nach weiter zu dem Thema diskutieren, anzwer zu summen. Die Lützeburger Deputierten, die Europadeputierten, Deputierten aus alle Länder fir eng Biergerpolitik, fir eng Verbraucherpolitik, so soll het sinn. Dat gëtt an der Chamber gemerk, dat gëtt am Europaparlament gemerk zu summen, an dat bringt Resultate.